Hallo ihr liebe Leid, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Dragon Age Origins auf Pelzig. Ja, gestern sind es dann eher 22 statt 25 Minuten Woche, sorry an der Stelle. Da hatte ich anscheinend mein Urnimi richtig im Blickfeld. Erste Tür, okay, kann nicht geknackt werden, schade. Gut, da hat sich das erledigt, dann können wir ja sowieso nur hoch, ne? So, also... Beweg dich. Das war hier rum, genau. Na gut, schade eigentlich, aber wie gesagt, ich habe sehr viel schon vergessen zu Dragon Age Origins. Ich habe es ewig nicht mehr gespielt, aber damals habe ich jeden Charakter mit jeder Hintergrundgeschichte gespielt. Zwerge doppelt, Mensch und Elfe doppelt. So, da. Und ich glaube, dass ich die Menschen auch doppelt gespielt habe, habe ich danach einen Menschenmagier gespielt. Sodela. Okay. Quartier der Oberverzauberer. So, dann haben wir hier Magierschlafsaal, Gästequartiere, 3. Stock. Bibliothek, Irvings Arbeitszimmer, Kapelle und Magierlabor. Owain, Lagerraum. Wir gucken uns erstmal in aller Ruhe um, bevor wir zum Irving gehen. Und das war der besänftigt ist, haben sie gesagt. Welcome to the Circle's stockroom of magical items. My name is Owain. How may I assist you? Owain.exe has stopped working. Was kann ich hier kaufen? The stockroom is not a shop. Your mentor should have clarified this. Oh The Gott. stockroom stores components used in magical and alchemical experiments. Do you require something? Seid ihr wirklich ein besänftigter Magier? I voluntarily submitted to the rite of tranquility. I was unwilling to undergo the harrowing. I find this state agreeable. Hört man auch offensichtlich. Wie ist das, wenn man keine Gefühle hat? I see the world with clarity. I remember the days when my mind was filled with inconvenient and seething emotions. Now things are simple. Okay, wie war's? It is difficult to describe. I would perhaps compare it to being plunged into a pool of ice-cold water. Was geschah dabei? I was ordered to never speak of it. I cannot go against the Circle's wishes. Okay, ihr seid nicht länger ein Individuum. My body is similar in form to yours, possessing an equal number of limbs, appendages, and internal organs. I perform the same physical functions. My mind is capable of higher thought processes. Am I to be denied personhood because I do not feel as you do? Aber ein Individuum hat Gefühle im Gegensatz zu euch. Ihr könntet ebenso gut ein künstlich hergestelltes Konstrukt sein. Ein Individuum besteht nicht nur aus Körperteilen. Machen wir das hier. People feel things to different degrees. One individual may be more empathetic than the next. Some are quick to anger, while others are not. Yet you would not single one out and accuse him of not being a person. My capacity to feel differs from yours, but you also differ from all other beings. You are no more a person than others, and I am no less a person than you are. Ihr habt wahrscheinlich recht. Personhood is not measurable. Therefore, we should let this rest. Jo, dann gehe ich Very wohl. well. Goodbye. Ja, etwas gewöhnungsbedürftig, aber an sich, ja, ist es auch noch ein lebendes, denkendes Wesen. Und er handelt halt in dem Fall stärker noch Logik und Rationalität. Das wäre so, als würde man sagen, Vulkanier wären kein Individuen und Lebewesen. Das sind jede Menge Besänftigte. Na gut, denen kann man halt auch vertrauen, ne? Wenn die im Lager aktiv sind hier. Im Lagerraum. Bibliothek. Ja, da gibt's doch bestimmt noch irgendwas Schönes zum Abgreifen, oder? Und irgendwie ist die Bibliothek kleiner als die Lehrzimmer. Ah, das Bücherregal können wir plündern. Geschichte des Zirkels. Und da können wir noch was flattern. Neuer Kodexeintrag, die vielen 4 Schulen der Magie, Veränderung. Und da können wir auch noch was. Können wir jede Menge Kodex-Einträge uns anscheinend hier holen. Die 4 Schulen der Magie, Schule des Geistes. Da hat es mich eben gut angeglotzt. So, hier ist nichts weiter. Bei deiner Bücherregale kann ich da noch irgendwas. Da kann ich keine Infos abstauben.
Aber das gibt alles Erfahrungspunkte. So, Besänftigter. Da haben wir noch was, ne? Hierarchie des Zirkels. Schulen der Magie, Hervorrufung. Eine Abteilung von Büchern scheint zu I shall fehlen. do it. Und die 4 Schulen der Magie, urtümlich. Okay. So, das können wir uns theoretisch auch gleich durchlesen. Magie und Religion. Hierarchie des Zirkels. Uiuiui, das sind immer ganz schöne Schlapper. Es ist nicht einfach, gewöhnliche Menschen vor Magiern zu schützen und Magier vor sich selbst. Jeder Turm des Zirkels braucht eine Art Selbstverwaltung, denn es ist der Wille des Erbauers, dass jeder in der Lage versetzt wird, Verantwortung für sein Handeln zu übernehmen. Gleichgültig, ob in sündigem Gescheitern oder mit eigener Kraft für Ruhm und Ehre. Ihr werdet den Zirkel beschützen und müsst daher wissen, wie er funktioniert. Das Herz jedes Turms ist der erste Verzauberer. Er bestimmt den Kurs, den der Zirkel einschlägt. Er entscheidet, welche Schüler zur Prüfung zugelassen werden und wer vollwertiger Magier wird. Er ist euer direkter Ansprechpartner. Dem ersten Verzauberer gehen die Oberverzauberer zur Hand, eine kleine Gruppe der vertrauenswürdigsten und erfahrensten Magie im Turm. Der nächste erste Verzauberer ist stets einer von ihnen. Die Stufe darunter sind die Verzauberer. Sie stellen die Lehrer und Mentoren des Turms. Ihr müsst sie gut kennen, um stets den Finger am Puls des Zirkels zu haben, denn die Verzauberer sind genau im Bilde, was unter den Kindern vor sich geht. Alle, die ihre Läuterung bestanden haben, aber noch keine Schüler unterrichten, sind Magier. Hier liegt der größte Unruhepotenzial eines Zirkels. In der Faulheit und mangelnden Erfahrung der Jugend. Den größten Anteil der Bewohner eines Turms machen die Schüler aus, aber bei ihrem Ausbildungsstand sind sie meist eher eine Gefahr für sich selbst als für andere. Kommandant Serane von den Templern der Kirche, die einen Brief, sondern in einem Brief an seine Nachfolger. Geschichte des Zirkels, wieder so ein Schlapper. Es ist allgemein bekannt, dass nichts eine Person so sehr dazu antreibt, etwas Böses zu tun, als ihr genau das zu verbieten. Leider hatte die Kirche des göttlichen Zeitalters kleinere Probleme mit derlei gemeinen Plätzen. Sie verbot die Magie zwar nicht, im Gegenteil, wird doch die ewige Flamme in der Kirche durch Magie gespeist, aber sie ließ die Magier nur noch Kerzen und Lampen anzünden und hin und wieder Dächer und Regenrinnen abstauben. Möge der Leser kurz darüber nachsinnen, wie befriedigend diese Rolle für damalige Magier war. Niemand war daher überrascht, als die Magier von Val-Royeaux aus Protest die heilige Flamme in der Kathedrale löschten und sich auf der Chorempore verbarrikadierten. Niemand außer der göttlichen Ambrosia II., die sehr erzürnt war und fast einen erhabenen Marsch auf ihre eigene Kathedrale angeordnet hätte. Doch selbst ihre ergebensten Templer rieten davon ab. 21 Tage blieben die Flammen gelöscht, während durch lautstarkes Brüllen verhandelt wurde, wie die Legende berichtet. Schließlich zogen die Magier jubelnd ins Exil, in eine abgelegene Burg in der Nähe der Hauptstadt, wo sie der Kontrolle der Templer und einem Rat ihrer eigenen älteren Kollegen unterlagen. Getrennt von der normalen Gesellschaft und der Kirche formten die Magier ihre eigene abgeschlossene Gesellschaft, den Zirkel, zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit. Aus von Feuern, Zirkeln und Templern, eine Chronik der Magie in der Kirche von Schwester Petrine, Skolarin der Kirche. Schule der Hervorrufung, Gegensätzlichkeit in allem, für die Erde der Himmel, für den Winter der Sommer, für die Dunkelheit das Licht. Mein Wille allein schafft Gleichgewicht und gibt der Welt neues Leben. Totenklage 5,5. Die Schule der Hervorrufung, manchmal auch Schule der Natur genannt, ist die zweite Schule der Materia, Ausgleich und Ergänzung der Veränderung. Hervorrufungsmagie beeinflusst natürliche Kräfte, verändert Bestehendes und erschafft Neues. Hervorrufung erfordert mehr Raffinesse als jede andere Schule und wird darum nur selten gemeistert. Nach Magiern, die sich intensiv mit Hervorrufung beschäftigt haben, besteht große Nachfrage, weil sie in Friedenszeiten ebenso nützlich sind wie im Krieg. Die 4 Schulen, eine Abhandlung vom ersten Verzauberer Josephus. Die 4 Schulen der Magie, Veränderung. Dir, meinem Zweitgeborenen, gebe ich dies Geschenk, es möge brennen in deinem Herzen eine unlöschbare Flamme, die alles verschlingt und niemals satt ist. Totenklage 5,7. Veränderung ist die zweite Schule der Schulen der Materie, der Gegenpol zur Hervorrufung, wird darum oft auch Schule der Negierung genannt. Nichts lebt ohne den Tod. Die Zeit bringt in der materiellen Welt unweigerlich für alle Dinge das Ende mit sich, und doch verbirgt sich
In diesem endet die Saat eines Anfangs. Ein Fluss kann über die Ufer treten und alles zerstören, aber er bringt auch neues Leben in das Überschwemmungsgebiet. Wenn ein Feuer einen Wald vernichtet, trägt es doch neues Wachstum an. Und so manipulieren wir mit der Magie der Veränderung Kräfte wie Erosion, Verfall und Zerstörung, um Neues zu schaffen. Aus die 4 Schulen eine Abhandlung vom ersten Verzauberer Josephus. Die 4 Schulen der Magie, urtümlich. Wer sich dir entgegenstellt, soll des Himmels Zorn spüren. Felder und Wälder werden brennen, das Meer wird sich erheben und sie verschlucken. Der Wind wird ihre Nationen tilgen vom Angesicht der Erde. Blitze werden vom Himmel einschlagen und sie werden ihre falschen Götter anrufen und nichts als Stille finden. Andraste 7,19. Die urtümliche Schule wird manchmal auch die Schule der Macht genannt und ist die zweite Schule der Energie, der Gegenpol zur Schule des Geistes. Sie befasst sich mit den sichtbaren und fassbaren Mächten der Natur selbst. Es ist die Magie des Krieges, Feuer, Eis und Blitz, Vernichtung. Daran denken die meisten, wenn sie das Wort Magie hören. Aus die 4 Schulen, wieder vom ersten Verzauberer Josephus. Und jetzt das letzte. Oh Mann, Mann, Mann. Ihr müsst mir das auch in die Kommentare noch schreiben, wenn es euch auf das Senkel geht, dass ich das alles vorlese. Aber ich finde es immer ganz wichtig, wenn man euch die Hintergrundinfos noch dazu gibt. Dann gibt das Ganze, dem Ganzen auch ein bisschen mehr Tiefe. Und die Stimme des Erbauers erschütterte das Nichts und sprach: Nach meinem Bilde schuf ich meinen Erstgeborenen und übertrug ihm die Herrschaft über alles, was ist. Dein Wille allein bestimmt den Lauf der Dinge, und doch tust du nichts. Das Reich, das ich dir gab, ist ohne Form und Bestand. Totenklage 5,4. Die Schule des Geistes ist die erste der beiden Schulen der Energie. Ihr Gegenpol ist die urtümliche Schule. Es ist eine Schule der Geheimnisse und der Vergänglichkeit. Sie befasst sich mit unsichtbaren Energien, die uns stets umgeben und doch außerhalb der Natur stehen. Diese Magie bezieht ihre Macht direkt aus dem Nichts. Ihre Schüler beschäftigen sich mit der Manipulation von Mana und der Energie für Zauber, ebenso wie mit der Beschwörung von Geistern. Die Magie des Geistes ist von Natur aus nur etwas für Eingeweihte, denn die meisten sind gänzlich unwissend, was das Nichts betrifft. Ihre Schüler werden vom gemeinen Volk mit Misstrauen belegt oder gar mit Blutmagiern verwechselt. Ein tragisches Schicksal für ein doch so nützliches Betätigungsfeld. Mal wieder vom Josephus. So, jetzt muss ich mich erstmal wieder neu sortieren. Wo bin ich dann? Ja, in die Richtung wollte ich. Ach, genau. Dann machen wir uns auch in die Richtung wieder auf. Wir haben jetzt nämlich hier alles abgestaubt, was wir wollten. Und ich will einmal hier im Kreis rennen. So. Dann, ups. Ist das hier? Ja, Gästequartiere. Hoppla. So, du schrubbt Magier anscheinend hier noch. Das ist natürlich auch die Tätigkeit für einen Magier schlecht hier. Und hier ist dann wohl für Ehrengäste, ne? Das ist ja ein schönes Quartier hin. Da ist noch ein Kleiderschrank, den können wir plündern. Und mal wieder Lyriumstaub. Das wird irgendwann noch nützlich sein, hoffe ich. So. Dann weiter. Das sind dann hier die Magierquartiere, ne? Machen wir mal die Truhe auf. Schülerkapuze. Plus 5 mentale Widerstandskraft gibt das Ding. Ja, komm. Müssen wir zwar die Schenne hoher verbergen. Oh, das sieht aber etwas komisch aus, aber okay. Müssen wir leider die Schenne hoher verbergen. Aber es gibt immer hier ein paar Boni auf unser Stats. So. Ich muss jetzt mit jedem Kasper hier sprechen, finde ich. So. Also man sieht schon, die Magierquartiere sind etwas privater. Etwas privater als das, was man bei der Schülerquartiere gesehen hat, wo sie sich eigentlich wirklich in der Bette stapeln. Da hat jeder dann doch mehr oder weniger so einen kleinen private Bereich für sich und kann auch ein bisschen seine Privatsphäre wahren. An sich recht gemütlich, muss ich sagen. Und wie gesagt, alles ein bisschen verborgen. Da hat nicht jeder sofort Einblick in alles, was man da macht. Und jeder hat auch einen eigenen Wäschebereich. Magier, okay. Ja, jeder hat hier noch seinen eigenen Zubau und so weiter. Finde ich an sich ganz cool. So. Wir gehen weiter und flattern auch munter weiter. So, weiter geht's. Kallen. War noch ein Arschsprecher, aber wie gesagt, muss jetzt auch nicht sein. Okay, da ist sogar Himmelbett. Das könnten dann auch schon die erste, oder die Verzauberer, nicht die erste Verzauberer, aber könnten dann die Verzauberer schon sein, die hohe. Na, die hohe jetzt vielleicht nicht, aber die Verzauberer einfach. Private Dokumente, eine Liste von Haushaltsbüchern und Ausgaben über einen längeren Zeitraum. Nützlich für Händler, die Verträge und Löhne aushandeln. Nehmen wir mal mit.
weiß ja nie, wenn man sowas mal gebrauchen kann, ne? So, war hier nicht noch irgendwas zum Abflattern? Nix. Nee. Okay. Na gut. Moment, da wollte ich gar nicht zumachen, sondern einfach wieder weiter außen rum. Ups, da ist noch was. Das ist hier schon Magielabor. Ist ja bestimmt auch tolle Sache. Nix. Nee, nur die Person, die hier sitzt. Vorratsschrank. Tiefenpilz, Elfenwurzel und Froststein. Okay. Holen wir uns alles mal. Kann ja nicht schade. Bücher. Gucken wir uns auch mal an. Kodex, eine Predigt über Malefikara, Oberverzauberin Leora. So, gleich mal reingeguckt. Hier. Malefikara. Oft wird gefragt, was sind Malefikara? Woran können wir sie erkennen? Mich plagt diese Frage ebenso wie euch. Ihr erwartet von mir die Weisheit des Erbauers, aber außer der verehrten Andraste hat noch niemand sein Herz geschaut. Darum habe ich getan, was jeder Sterbliche tun muss, nämlich die Antworten in den Worten der Prophetin gesucht. Und dort fand ich Trost für meinen geplagten Geist. Das ist gerade so Kracher. Denn sie sprach zu uns, ja, das habe ich davor, dass ich hier gotteslästerlich bin. Denn sie sprach zu uns, Magie soll den Menschen dienen und ihn niemals beherrschen. Darum sage ich euch, wer Magie anwendet, die den Geist und den Körper von anderen beherrscht, hat die Gesetze des Erbauers gebrochen. Unsere Herrin sagt außerdem zu uns, diejenigen, die seinen Kindern grundlos Schaden zufügen, werden vom Erbauer gehasst und verflucht. Und so wurde mir klar, wie es auch euch klar werden sollte, Magie, die davon zehrt, anderen zu schaden, weil ihr Blut fließt, wird vom Erbauer gehasst. Ja, deswegen habe ich auch hier Lebenskraft hinzugewählt. Jene Magier, die den Erbauer ehren und seine Gebote einhalten, heißen wir als Brüder und Schwestern willkommen. Jene, die die Gebote des Erbauers und die Worte seiner Prophetin zurückweisen, sind Abtrünnige, die wir ausschließen und denen wir einen Platz bei uns verwehren. Aus die Predigten von Justinia der Ersten. Ach du liebe Zeit. Ich muss gerade mal gucken. Dafür brauche ich ja Elfenwurzel für einen Wundumschlag. Das ist gut zu wissen. Für einen schwachen Lyriumtrank brauche ich auch theoretisch noch Flächlein. Gut, Mabari-Keks. Es ist ein Geheimnis, warum die Kampfhunde Fereltons Leckerli mögen, die zum Teil aus Pflanzen hergestellt werden. Der Keks ist ebenso ein Geheimnis. Mabari-Kekse stellen langsam einen kleinen Teil der Gesundheit und Ausdauer eines Mabari-Hundes wieder her und heilen diesen von einer Verletzung. Ja, wir haben auch später die Möglichkeit, uns einen Hund in die Gruppe zu holen. Nur so, am Rande mal, damit sich die Tierliebhaber ohne euch erfrieren können. Huch, plötzlich zoomt es wie Sau hier dran. Schade, dass ich noch kein Fläschel hier krieg. So, wo geht's dann durch hier? Moment. Ich die jetzt gerade mal wissen, wo das hier führt. Lagerraum. Ah, da können wir nicht hier. Brauchen wir einen Schlüssel. Schade. Okay. So viel zum Magierlabor. Dann müssen wir, glaube ich, hier rum weiter, gell? Ja. Da haben wir nämlich noch die Kapelle und dann unseren Oberverzauberer, Chefe, Typ. Ah ne, Quatsch. Da müssen wir gar nicht lang. So. Als weiter. Ich und Orientierung. So, Kapella, heilig wie Zau. Buch. Das Recht der Auflösung. Ja, da können sie dann wahrscheinlich die Magierzirkel auflösen und alles platt machen, ne? It shall be done. Kodex über die Gründung der Kirche. Kylie, da ist nichts weiter. Ja, im Tutorial wird halt viel gelesen, ne? Die Prophetin Andraste. Prophetin Andraste, jo. Kodex, Abriss über das Leben der Prophetin Andraste. Da wird Gebet und sind sie heilig wie noch was. Der Erbauer. Erfahren wir ein bisschen was über die Religion und die Kirche. Ist ja nie so besonders mein Fall eigentlich, aber okay. Da können wir auch nicht. Na gut, dann wird halt mal wieder ein bisschen gelesen, ne? Andraste, Braut des Erbauers. Ach du Scheiße. Es war einmal ein kleines Fischerdorf an der Küste des wachen Meeres, das eines Tages vom Reich von Tevinter überfallen wurde. Die Bewohner wurden versklavt und sollten auf dem Markt von Minrathus verkauft werden. Zurück blieben nur die Alten und Schwachen. Einer der Gefangenen war Andraste, zu der Zeit noch ein Kind. Sie wuchs als Sklavin in einem fremden Land auf, konnte aber fliehen und machte sich allein auf die lange und gefährliche Reise zurück in ihre Heimat.
Dort wurde sie praktisch aus dem Nichts die Frau eines Feldherrn der Alamari. Jeden Tag sang sie zu den Göttern und bat sie um Hilfe für ihr Volk, das noch immer in Tevinter versklavt war. Die falschen Götter der Berge und Winde antworteten ihr nicht, aber der wahre Gott schon. Der Erbauer sprach zu ihr. Er zeigte ihr seine Schöpfungen, das Nichts, die Welt und alle Kreaturen, die dort lebten. Er zeigte ihr, wie die Menschen ihn vergessen hatten und stattdessen stummen Götzen und Dämonen huldigten und wie er sie deshalb verlassen hatte. Doch ihre Stimme hatte ihn erreicht und so berührt, dass er ihr einen Platz an seiner Seite anbot, auf dass sie über die Schöpfung herrschen möge. Aber Andraste ließ ihr Volk nicht im Stich. Sie bat den Erbauer zurückzukehren und seine Kinder vor der Grausamkeit des Reichs zu retten. Zögernd willigte der Erbauer ein, den Menschen noch eine Chance zu geben. Andraste ging zurück zu ihrem Gatten Maferath und erzählte ihm alles, was der Erbauer ihr eröffnet hatte. Gemeinsam versammelten sie die Alamari und marschierten gegen die Magierlords des Reichs, und der Erbauer war an ihrer Seite. Das Schwert des Erbauers war die Schöpfung selbst, Feuer und Sturmflut, Hungersnot und Erdbeben. Überall sang Andraste zu den Kindern des Erbauers, und sie konnten sie hören. Andrastes Anhänger wurden immer zahlreicher, wie eine gewaltige Flutwelle, die über das Reich hereinbrach. Doch als Maferath erkannte, dass die Menschen nicht ihn liebten, sondern Andraste, begann in seinem Herzen ein Wurm zu fressen. Schließlich standen die Armeen von Andraste und Maferath vor den Toren von Minrathous, aber Andraste war nicht bei ihnen. Denn Maferath hatte insgeheim ein Komplott geschmiedet und Andraste an Tevinter ausgeliefert. Dafür hatten ihm der Archon alle Ländereien südlich des Wachen Meeres zugesagt. Und so wurde Andraste vor den Augen der Armeen der Alamari und von Tevinter an einen Pfahl gebunden und verbrannt, während ihr weltlicher Gatte mit seinen Soldaten tatenlos zusah, denn er hatte kein Herz mehr. Doch als der Archon den Scheiterhaufen lodern sah, erfüllte ihn Mitleid mit Andraste und er zog sein Schwert und bereitete ihr aus Gnade einen schnellen Tod. Der Erbauer weinte um seine Geliebte, verfluchte Maferath und die ganze Menschheit für ihren Verrat, wandte sich erneut von seiner Schöpfung ab und nahm nur Andraste mit sich fort. Und unsere Herrin sitzt noch immer an seiner Seite und drängt ihn dazu, doch Mitleid mit seinen Kindern zu haben. Aus die Predigten von Justinian II. Klasse Legende mal wieder. Das Recht der Auflösung. Im 83. Jahr des Zeitalters des Ruhms wurden einer der Magier des Zirkels von Nevarra beim Praktizieren verbotener Magie ertappt. Die Templer richteten ihn umgehend hin, aber das provozierte Unruhen innerhalb des Zirkels. Die Magier führten aus Rache für den toten Magier mehrere magische Angriffe gegen die Templer durch, doch ihr Kommandant sah sich außerstande, die Verantwortlichen zu ermitteln. 3 Monate später beschworen die Magier einen Dämon und hetzten ihn gegen die Templer. Doch Dämonen sind nicht so leicht zu kontrollieren. Nachdem er die erste Gruppe von Templern vernichtet hatte, die ihn aufhalten wollten, nahm der Dämon Besitz von einem seiner Beschwörer. Die so entstandene Abscheulichkeit mordete Templer wie Magier und konnte aus dem Turm fliehen. Die oberste Klerikerin schickte eine Legion Templer los, den Flüchtigen zur Strecke zu bringen, was jedoch erst ein Jahr später gelang. Die Abscheulichkeit hatte bis dahin 70 Menschen erschlagen. Die göttliche Galatea sprach als Reaktion auf die Katastrophe in Nevarra, in der Hoffnung, dergleichen künftig zu vermeiden, allen obersten Klerikerinnen der Kirche das Recht zu, einen Zirkel vollständig auszulöschen, sofern sie es für unvermeidbar halten. In den letzten 700 Jahren wurde dieses Recht auf Auflösung 17 Mal ausgeübt. Von Feuern, Zirkeln und Templern, eine Chronik der Magie in der Kirche von Schwester Petrine, Skolarin der Kirche. Der Erbauer. Es gab kein Wort für Himmel oder Erde, Meer oder Luft, es gab nur das Schweigen. Dann erklang die Stimme des Erbauers, sprach das erste Wort, und sein Wort wurde alles, was sein würde. Traum und Idee, Hoffnung und Furcht, unendliche Möglichkeiten. Darauf schuf er seine Erstgeborenen und sprach zu ihnen: Ich forme euch nach meinem Bilde und gebe euch die Herrschaft über alles, was ist. Nach eurem Willen wird alles sich richten. In der Mitte des Himmels sodann erschuf er eine Stadt mit goldenen Türmen, gepflasterten Straßen voller Musik und Fahnen, die ohne Wind flatterten. Dort saß er und wartete auf die Wunder, die seine Kinder erschaffen würden. Die Kinder des Erbauers versammelten sich vor seinen goldenen Thron und sangen Lobeshymnen ohne Unterlass. Doch ihre Lieder waren die Lieder der Pflastersteiner. Ihr goldener Lichtschein war nur gespiegelt von des Erbauers Thron. Sie schwangen Fahnen, die von selbst flatterten. Und die Stimme des Erbauers erschütterte das Nichts und sprach: Nach meinem Bilde schuf ich meine Erstgeborenen. Ihr bekamt die Herrschaft über alles, was ist. Nach eurem Willen richtet sich alles. Dennoch geschieht nichts. Das Reich, das ich euch überlassen, ist ohne Form, verändert sich ständig. Und er erkannte, dass sein Werk fehlerhaft war. Also wandte sich der Erbauer von seinen Erstgeborenen ab und entnahm dem Nichts ein Stück lebenden Fleisches, das er entfernt von den Geistern platzierte, und er sprach: Hiermit bestimme ich
Gegensätzlichkeit in allem. Für die Erde der Himmel, für den Winter der Sommer, für die Dunkelheit das Licht. Mein Wille allein schafft Gleichgewicht und gibt der Welt neues Leben. Damit war sie nicht länger ohne Form, sich ständig verändernd, sondern starr und fest, mit Wörtern für Himmel und Erde, Meer und Luft. Als letztes erschuf der Erbauer in der lebendigen Welt den Menschen. Unveränderlich wie die Erde, mit Seelen aus Träumen und Ideen, Hoffnung und Furcht. Unendliche Möglichkeiten. Dann sprach der Erbauer: Dir, meinem Zweitgeborenen, gebe ich dieses Geschenk. Es möge brennen in deinem Herzen eine unauslöschbare Flamme, die alles verschlingt und niemals satt ist. Aus dem Nichts habe ich dich erschaffen, und ins Nichts sollst du zurückkehren, jeder nach dem Traum, auf das du mich nie vergessen sollst. Dann versiegelte der Erbauer die Tore der goldenen Stadt, und dort saß er und wartete auf die Wunder, die seine Kinder erschaffen würden. Totenklage 5.1-8. So, das letzte jetzt noch, was ich heute lese. Die Gründung der Kirche. Cornelius Drakon, König des Stadtstaates Orlais, war ein ungewöhnlich ehrgeiziger Mann. Im Jahr 15 vor der Zeitrechnung begann der junge König mit dem Bau eines riesigen Tempels für den Erbauer und erklärte, er werde bis zur Fertigstellung nicht nur die kriegerischen Stadtstaaten des Südens ein, sondern auch den Glauben an Andraste in der ganzen Welt verbreiten. Im Jahr -3 vor der Zeitrechnung war der Tempel fertig. In seiner Mitte kniete Drakon vor der ewigen Flamme Andrastes nieder und wurde zum Herrscher über das Reich von Orlais gekrönt. Seine erste Amtshandlung als Kaiser war, die Kirche und ihren Andraste-Glauben zur Staatsreligion des Reiches zu erklären. 3 Jahre und mehrere hundert Wahlgänge später wurde Alessa von Montserrat zur Führerin der neuen Kirche gewählt. Bei ihrer Krönung zur Göttlichen nahm sie den Namen Justinia an, in Erinnerung an die Anhängerin, die Andrastes Lieder niedergeschrieben hatte. Damit endete das Altertum und das göttliche Zeitalter begann. Aus Ferelden, Folklore und Geschichte von Schwester Petrine, Skolarin der Kirche. Puh, also wie gesagt, ihr liebe Leute, ihr müsst mir bitte Bescheid geben, wenn ich dieses Gelese unbedingt sein lassen soll, und wenn ihr da nichts weiter hören wollt. Ich nehme jetzt heute erstmal 6 Folgen auf Pump auf, damit ich genug Polster habe sozusagen. Und wir sehen uns dann übermorgen wieder zu Let's Play Dragon Age Origins auf Pelzig, wo wir dann hier zum ersten Verzauberer Irving gehen werden. Also machen's gut und bis übermorgen dann. Ian Yankee.